Auch nach ihrer Hochzeit ist die Kirche für sie Anlaufstelle geblieben. Gleich beginnt in Knetzgau die Sinnzeit, ein besonderer Gottesdienst zum Valentinstag. Für die Hümpfners ein wichtiger Termin. So ein Tag ist auch ein Anlass, über die gemeinsame Beziehung nachzudenken. Himmlischer Beistand für zwischenmenschliche Beziehungen. Die Fürsprache des heiligen Valentin können viele brauchen. Es können alle kommen, die eben in Freundschaft, Partnerschaft glücklich unterwegs sind, auch die noch suchend sind, auch die ihren Partner, ihre Partnerin verloren haben. Es sind also nicht nur langjährige Ehepaare wie die Hümpfners hierher in die katholische Kirche im unterfränkischen Knetzgau gekommen. Alle wollen über ihre Beziehung nachdenken. Lassen Sie sich ein auf das Glück, die verschiedenen Farben von Liebe, Freundschaft und Partnerschaft. Sind die einzigartigen tausendste Momente, das ist was. Luitgard und Hugo Hümpfner sind sich 1977 das erste Mal begegnet. Sie war 18 und er 20. Wie ich ihn gesehen habe und in die Augen geguckt habe und sein Lächeln gesehen habe, also für mich war schon wow, muss ich echt sagen, ja. Für dich? Ja, war ähnlich. Aus dem Flirt wurde schließlich mehr. Ihre Liebe entwickelte sich, reifte. Die Krankenschwester und der Bankkaufmann heirateten schließlich 1982. Schön was. Als junge Mutter dann erlebte sie die erste Krise. Ich habe meinen Job damals aufgegeben gehabt und war nur noch Hausfrau und Mutter. Es war für mich so eine wahnsinnige Umstellung, nur Kinder und Küche und nicht mehr das, was eigentlich mein Leben war. Ehemann Hugo war am Wochenende oft mit der Band unterwegs. Ich habe es auch manchmal gebraucht, weil man ja halt auch beruflich eingespannt ist. Und dann muss man mal was ganz anderes machen. Und wenn man halt mit Musikkollegen unterwegs ist und hat auch seinen Spaß, dann hilft es und gibt ihm auch doch natürlich wieder Kraft. Ich habe also von ihm am Anfang nicht so viel Unterstützung gehabt, wie ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und da hat's, also das war für mich schon eine Krise. Das war für mich die ganze Umstellung und da habe ich echt gezweifelt, ob das das Richtige gerade ist. Reden, reden, reden und die 3 Kinder haben das Ehepaar wieder zusammengeschweißt. Und die schönen Seiten des Lebens genießen, das haben sie gelernt. Deshalb sind ihnen gemeinsame Rituale besonders wichtig, so wie der Besuch des Segnungsgottesdienstes. Liebe Luthi, lieber Hugo, Gott ist die Quelle aller Liebe und aller Freundschaft. Er gebe euch die Kraft, in den Gezeiten des Lebens weiterhin miteinander zusammenzuhalten. Er gebe euch Kraft, selber Liebe und Freundschaft einander und anderen zu schenken. Und so segne und stärke euch in den Gezeiten des Lebens der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alles Gute euch. Toller Moment. Bewegender Moment. Einfach ein Zeichen, dass wir zusammengehören.